Bei Kunst und Krempel auf Schloss Ehrenburg in Coburg beamt uns etwas 50 Jahre zurück. 1972 München, Olympische Spiele. Ein Stofftier als Olympiamaskottchen. Der junge Mann sammelt diese Dackel. Warum? Weil für ihn die Spiele einen Wow-Effekt haben. Einen Wow-Wow-Effekt. Ich finde einfach das ganz toll, wie Deutschland sich damals als demokratisches, friedliches, weltoffenes Land präsentieren wollte, was ja auch 10 Tage wirklich wunderbar geklappt hat. Und das Land hat auch selber über sich gestaunt. Und ich finde eben, dass dieser Waldi auch so ein Ausdruck davon ist. Wie viel Symbolik steckt wirklich in diesen bunten Spielzeughunden? Grüß Gott. Schönen guten Tag. Oh, ein ganzer Tisch voller Münchner Olympia. Aber Sie sind zu jung dazu, oder ist meine Einschätzung falsch? Vielen Dank fürs Kompliment, aber Sie haben recht. Ja. Ich war, als die Spiele stattfanden, -3. Also insofern habe ich es leider nicht live miterleben können. Also kein Kinderspielzeug von Ihnen, das war nämlich genau meine Vermutung. Nein, erwachsenes Spielzeug sozusagen, ja, Sammelobjekt quasi. Angesichts der Fülle, sind Sie leidenschaftlicher Sammler oder wie kann ich Korrekt. das deuten? Und zwar auch nicht nur Waldi-Sammler, sondern ich sammle sehr viel zu den Olympischen Spielen von München, wo der Waldi natürlich ganz klar als Maskottchen dazugehört, weil mich dieses Event einfach total fasziniert. In dem Fall finde ich das Event sogar spannender als den Sport, ohne den Sportlern Unrecht zu tun, weil es ja auch großartige Wettkämpfe waren. Ja, das ist wahr. Ich meine, die Dackel sind ja wirklich in der Gestaltung irgendwo einzigartig. Ja. Ne? Es sind ja wirklich Design-Dackel. Richtig. Ich finde es auch so witzig, dass es just Dackel sind. Die Spiele waren in München 1972. Die ersten Spiele, da wäre es wohl eher der deutsche Schäferhund gewesen. Ja. Und ich finde diese Idee, überhaupt den Dackel als Herztier zu nehmen für die Münchner, und so als Sympathieträger mit den kurzen Beinchen, die ist in mehrerer Hinsicht genial, weil es sollte ja unbedingt sich alles deutlich abgrenzen von den Spielen im Nationalsozialismus. Deshalb auch die Farbwahl. Also es ist ja ganz viel dabei hintergründig auch. Also Blau steht ja für den Münchner Himmel zum Beispiel, Gelb für die Sonne. Es gibt kein Rot. Es gibt kein Schwarz, um sich da deutlich abzugrenzen. Und der Dackel ist einfach ein pfiffiges Tier, er ist wendig, er ist witzig, er ist schnell. Und das sind alles so die Symbole, die da mit reinspielen. Und was ich ganz, ganz liebenswert finde, als die Münchner Fußgängerzone vor den Spielen eröffnet worden ist, da sind die Münchner mit 1500 Dackeln durch die Münchner Fußgängerzone gezogen und haben im Prinzip die Spiele damit eingeläutet. Ja, großartig, das Design. Ja, das ist ein Gegenentwurf zu 36. Das spürt man hier ganz deutlich. Und es gibt wirklich ein Corporate Design. Ja. Und das ist damals überhaupt nicht selbstverständlich, dass man im Grunde alles durchgestaltet. Und Otel Eicher war die prägende Kraft dort, der das gestaltet hat, der ja auch in Ulm dann die Hochschule aufgebaut hat. Und man sieht, das ist ein tief durchdachtes Konzept, man könnte sagen eine Philosophie, die dort Ausdruck findet. Bauhaus lässt grüßen, das heißt, man knüpft durchaus historisch an. Auf der einen Seite ist es sachlich, funktional, von geradlinig, klarer Farbwahl bestimmt und auf der anderen Seite so spielerisch, so bunt, so heiter. Und diese Kombination, glaube ich, die macht auch diesen auch emotionalen Wert nicht aus, wenn man diese Gegenstände betrachten darf. Absolut. Und ich meine, das ist auch das, was mich auch fasziniert, ist trotzdem dieses Spielerische noch da. Und diese Kombination, ich finde die kongenial. Das ist auch für mich einer der Gründe von vielen, das zu sammeln. Ja, das Spielerische war natürlich auch was Materielles. Ja, es natürlich. gibt Souvenirartikel, muss man auch ganz klar sagen. Also hier Merchandising-Produkte, würde man heute sagen, auf den Markt zu bringen. Also Maskottchen in ganz verschiedenen Formen. Wir gehen hier bis zum Aufkleber. Oder wenn ich mal da hinfassen darf. Sie natürlich. Ich blase es nicht auf, keine Sorge. Hätte das einen Einmaleffekt, wenn ich hier so etwas wie einen aufblasbaren Waldi betrachte. Das heißt, man hat im Grunde auch alle Marktchancen versucht zu nutzen. Ja. Elena Winschermann war da die leitende Persönlichkeit, die, glaube ich, gerade den Wildwuchs eingrenzen wollte. Aber das hat nur halb funktioniert. Richtig. So gut diese Dinge wirken und man sieht sie auf einen Blick, kann sie auch mit München Olympia in Verbindung bringen. Kommerziell war es ja weitgehend ein Misserfolg. Ich habe es schon mehrfach gehört, dass da etwa 50 Millionen Mark an Ware liegen geblieben sind, die für Olympia produziert wurden. Und bei solchen Ereignissen ist es so, was nicht dann verkauft wird, wird dann höchstens noch Sammlerartikel. Aber danach hat es sich im Grunde erschöpft. Und für mich ist aber spannend unter spielzeuggeschichtlichen Gesichtspunkten, wir haben in dieser Zeit 50er, 60er, 70er Jahre eine ganz intensive Verzahnung zwischen Werbung und Spielzeug
Spielzeug. Wenn man an Necki denkt, die Barbie, die eigentlich aus der Bildlilie herausgekommen ist, also auch sehr innovative Spielzeugentwürfe, haben ganz häufig diese Verbindung zur Werbung und gleichzeitig intensiviert sich auch die Werbung für Spielzeug. Also eine ganz enge Wechselbeziehung, die hier auftritt. Ja, aber das ist, ich finde, zeitlos im Design und in der Stärke und Klarheit, wie es hier auf dem Tisch steht. Ja, was haben Sie denn dafür bezahlt? Sie sammeln ja München. Richtig, also ich kann es nicht mehr genau immer taxieren, weil es eben auch so 10, 15 Jahre her ist. Aber ich kann zu dem Waldi sagen, dem Großen, da habe ich, ich schätze, etwa vielleicht 20, 30 € bezahlt. Ja, das ist und günstig. Absolut. Und heutzutage ist das sehr, sehr schwer, das für den Preis zu bekommen. Und den kleineren, der war vielleicht sogar noch etwas günstiger, also vielleicht so 5 oder 10 € günstiger, so aus der groben Erinnerung raus. Man muss ja auch mal Glück haben, ne? Ja, natürlich, Nee, das absolut. ist wirklich, weil wenn die wirklich noch in dieser Erhaltung sind und sogar mit dem Schildchen noch dran, also hier ist es der Hersteller, die A GmbH und Co. in Bergisch Gladbach, das ist ein Schuko, wir haben hier auch den originalen Werbeprospekt dazu, dann können die sich durchaus so um die 100, 120, 150 bewegen. Zustand ist gut. Man kann das hier an der Stelle ganz gut sehen, wie er mal im Original war. Der stand ein bisschen in der Sonne, aber ansonsten ist er ja wirklich in einem sehr guten Zustand, auch noch schön in der Stopfung. Das sind halt Qualitätstiere gewesen. Ne? Faustdick hinter den Ohren sozusagen. Ja. Also ich finde, dass da persönlich auch, dass da sehr viel Wert auf, nicht nur auf die ästhetische, sondern auch auf die Qualität als Spielzeug gelegt wurde, sage ich jetzt mal als interessierter Laie, weil man den auch immer super knuffen kann sozusagen. Ja. Das Sammeln und die Dackelei gehen weiter und das ist doch genauso richtig. Absolut. Vielen Das Dank. Hunderudel ist noch nicht komplett. Ja, danke fürs Zeigen. Viel Spaß am Sammeln. Herzlichen Dank Ihnen. Danke. Tschüss. Danke, Wiedersehen. Wiedersehen. Kommen die jetzt in eine Vitrine oder in eine lichtgeschützte Schublade oder wie geht's weiter? Ich habe zu Hause einen Flipper und da stelle ich die beiden oben auf dieses obere Teil quasi drauf. Da stehen die dann nebeneinander. Neben Urmel. Urmel ist das Maskottchen der Eishockey-WM 2017, weil ich als Eishockey-Fan dann gesammelt habe. Also in dem Fall nicht als Design-Fan.